Hier geht es um eine Immobilienprüfung. Also was brauchen Sie an Informationen, um sich entscheiden zu können, kaufe ich oder kaufe ich nicht? Ich habe hier ein Muster erstellt, was Sie auch nutzen können. Es gibt im Download-Bereich hier zwei Dateien, ein Word-Dokument ohne Daten, was Sie selber ausfüllen können, und dann diese PDF mit Daten, Musterdaten drin, damit Sie sehen, was kommt eigentlich wohin. Ähm, ja, fangen wir mal an. Titelseite, hier steht wohnwirtschaftliche Due Diligence. Und was ist jetzt ein Due Diligence? Ein Due Diligence ist einfach eine Prüfung. Ich sage auch vorab, wenn Sie sich jetzt überlegen, eine Wohnung zu kaufen, äh, brauchen Sie nicht diese ganze Arbeit zu machen. Das ist weit über das Ziel geschossen, weil das, was wir hier sehen, ist eher für Ankauf von größerer Immobilienpakete, größere Wohnungspakete oder größere Immobilien. Trotzdem ist es vielleicht ganz interessant für Sie zu sehen, was müssen Sie auch beachten, ob das jetzt eine Wohnung oder 1000 Wohnungen sind. Wie denken die Profis überhaupt? Aber wie gesagt, für eine Wohnung brauchen Sie nicht diese ganze Arbeit zu machen. Falls Sie uns beauftragen, ein Due Diligence zu machen, eine Prüfung von einer Immobilie zu machen, dann wird es auch nach diesem Muster sein. Also fangen wir an. Titelseite, Bild von der Immobilie kommt immer gut an. Die Eckdaten, einfach Baujahr und Quadratmeter und so weiter. Auftraggeber ist in diesem Fall Sie. Das werden Sie sehen, es gibt ganz viele Sachen hier, die wir jetzt durchgehen werden. Ich werde es aber ganz schnell machen, weil Sie können eigentlich selber lesen, was kommt wohin. Also erstmal Mietenbereich, Marktlage. Wie sieht es überhaupt aus, da wo Sie kaufen wollen? Wie viele Einwohner hat diese Stadt? Ist da Bevölkerungszuwachs oder ist es eher abnehmend? Wie sieht es aus? Dann geht es weiter mit Makrolage. Ähm, die Lage von dieser Stadt, wo Sie kaufen, an was grenzt ist und so weiter. Wie gesagt, lesen Sie mal hier diese Beispiele und Sie werden sehen, was ich damit meine. Dann haben wir Makrolage, Mietniveau. Also in dieser Stadt was haben wir da an Mieten, was wird da neu vermietet? Hier durchschnittliche Kaltmiete für Wohnungen, Musterstadt beträgt 8,70 Euro. Und das ist 9% mehr als im Vorjahr. Das sieht ja ganz gut aus. Mikrolage, das ist also genau da, wo Sie kaufen und vielleicht ein paar Straßen weiter. Fast jede Stadt hat gute und schlechte Stadtteile. Und wo Makrolage, das ist so eher das auf Stadtebene, Mikrolage ist direkt in diese Wohngegend, wo Sie kaufen. Mikrolage, Mietniveau. Sie finden ganz, ganz viel bei Immobilien Scout und überhaupt im Internet, Wikipedia, Immobilien Scout und so weiter. Da finden Sie eigentlich alles, was Sie brauchen. So, Mieten, aktuelle Sollmiete und Ist-Miete. Vielleicht ein Wort dazu. Sollmiete ist das, was Sie einnehmen würden, wenn alle Wohnungen komplett vermietet sind und alle Mieter zahlen. Die Ist-Miete ist die tatsächliche Miete. Das heißt, lass mal sagen, Sie haben ein paar Wohnungen, die leer stehen. Das geht also von der Sollmiete ab. Vielleicht haben Sie auch ein paar Mieter, die Mietminderungen in Anspruch genommen haben. Das geht auch von der Sollmiete ab und dann landen wir auf die Ist-Miete. Ich muss gestehen, die Zahlen, was Sie hier sehen, das sind wirklich Musterzahlen. Ich habe die nicht mal durchberechnet, ob das auch so stimmt. Also wenn Sie hier Unstimmigkeiten finden, dann denken Sie bitte nicht, dass Ihr Excel ist kaputt oder dass Sie nicht mehr rechnen können. Wie gesagt, das sind Musterdaten hier. Also Wohnungsgemenge, Mieten und so weiter und so weiter. Neuvermietung. Wie sah es in der Vergangenheit aus? Bei diesen Wohnungen oder diese Immobilie, was Sie kaufen wollen, ist da sehr große Fluktuation, ist da sehr wenig Fluktuation und wie lange stehen die Wohnungen typisch leer, wenn da ein Mieterwechsel ist. Ein Traum ist natürlich, wenn ein Mieter aussieht am 30. und gleich am nächsten Tag zieht der neue Mieter ein. Klappt nicht immer.
Aber das darf natürlich nicht 6 oder 8 oder 12 Monate zwischen, also Leerstand geben. Marktmiete, ja, mittelfristige Zielmiete. Hiermit ist gemeint, dass man sagen, dass Sie wissen, Sie kaufen eine Wohnung in einer Stadt, wo ein alter Mieter drin ist. Sie wohnt oder er wohnt, so Miete für 5 Euro pro Quadratmeter. Sie wissen aber, der Marktmiete in diese Mikrolage ist 10 Euro pro Quadratmeter. Das heißt also, Sie haben da enorme Mietsteigerungsreserven oder Mietsteigerungspotenzial. Sie können es vielleicht nicht sofort umsetzen, weil Sie können nicht die Miete einfach von 5 auf 10 Euro steigen lassen. Aber Sie wissen wenigstens, dass beim Mieterwechsel können Sie die Mieten deutlich erhöhen und da liegt also eine Reserve. Äh, ja, das Erhöhungspotenzial insgesamt, was haben wir hier? Fluktuationspotenzial bei Neuvermietung. Hier kommen dann Wohnungsmietverträge. Das heißt, wenn man jetzt ganz viele Mietverträge haben, würde man mindestens Stichproben durchgehen, herausfinden, gibt es da irgendwelche Besonderheiten. Es könnte sein, dass hier Bruttomieten vereinbart sind. Das heißt also, dass ein Mieter zahlt einen Mietpreis inklusive Betriebskostenvorauszahlung. Und wenn er dann mehr Heizung oder Strom oder Wasser nutzt als geplant, dann bleibt der Vermieter drauf hängen. Oder es gibt Mietverträge, wo nicht alle die umlegbaren Kosten umgelegt werden können und so weiter und so weiter. Also hier ist es wichtig zu wissen, gibt es irgendwelche Besonderheiten. Stellplatzmietverträge, die sind meistens sehr, sehr einfach. Gewerbemietverträge, falls Gewerbe vorhanden ist, ist wichtig zu wissen, wie lange Laufzeit und wie ist die Kündigung, ist da eine Option mit drin. Option heißt also, wenn lass mal sagen, wir machen eine Vereinbarung, 10 Jahre Laufzeit, aber mit der Option, dass der Mieter 2 mal 5 Jahre verlängern kann, wenn er möchte. Das wäre also ein typischer Gewerbemietvertrag. Hier müssen Sie auch auf Indexierung achten. Also wie kann man bei Gewerbemietverträgen die Mieten steigen lassen? Und das ist meistens gekoppelt an der Verbraucherpreisindex von entweder das Bundesland oder von Deutschland. So, Mietrückstände, das sagt was über das Zahlungsmoral bei den Mietern. Und da wird fast immer Mietrückstände sein bei größeren Immobilien. Aber es darf natürlich nicht so viel sein. Wenn Sie 100 Mieter haben und 99 davon Mietrückstände haben, dann würde ich die Finger davon lassen. Gibt es Rechtsstreite? So, Nebenkosten im Vergleich zum Marktpreis. Wenn der typische Nebenkostensatz oder Berechnung für diese Gegend ist, sagen wir hier 1,82 laut Mietspiegel und sie liegen bei 1,95. Naja, gut, das ist nicht so schlimm. Wenn sie jetzt hier bei 6 Euro liegen, dann gibt es wahrscheinlich ein Problem bei der Immobilie. So umlagefähige Nebenkosten, das ist wieder diese Mietverträge, also Umlagefähigkeit laut Mietverträgen. Gibt es hier irgendwelche Besonderheiten? Nicht umlagefähige Betriebskosten, wie hoch sind die? Was müssen Sie also womit müssen Sie rechnen, wenn Sie jetzt Ihr Budgets machen? Nebenkostenabrechnung, wie sah das aus in die letzten Jahre? Gab es viele Rückzahlungen oder Nachzahlungen? Kautionen, was ist einbezahlt, was ist nicht einbezahlt, es fehlt da was. Kautionen sind natürlich wichtig, weil wenn ein Mieter abhaut, sage ich mal, und hinterlässt eine Wohnung, der gemalert werden muss oder irgendetwas, da ist natürlich schön, wenn man 3 Monate Mietkaution haben, um diese Kosten zu decken. So, Zusammenfassung, was gibt es an positive Faktoren? Jetzt sind Sie ganz viel durchgegangen hier. Was ist Ihnen positiv aufgefallen? Und negative Faktoren. Es wird auch bei jeder Immobilie, wird es auch ein paar Sachen, was Ihnen negativ auffällt. Und das heißt bei Weitem nicht, dass Sie jetzt ein großer Investment
neu überlegen müssen oder sie ihn dagegen entscheiden müssen, nur weil der Heizung ist ja nur eine Lebenslänge noch von 6 Jahren hat oder sowas. Ähm, aber äh, es wird bestimmt bei jeder Immobilie auch irgendetwas sein, was negativ auffällt. So, hier Quellen, hier haben Sie ganz viele gute Hinweise, so, wo Sie die Angaben finden können. Und ja, das war es eigentlich. Hier ist natürlich kein technische Due Diligence dabei. Wichtig. Diese Due Diligence oder diese Prüfung sagt nichts darüber, ob da Wasser im Keller steht oder ob das Dach erneuert werden muss oder sowas. Das ist rein von der Miete, Marktlage und so weiter. Wie gesagt, Sie haben auch das Ganze hier als Word-Dokument, wo Sie dann anfangen können, alles selber einzutragen. Viel Spaß dabei!